Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am dritten Spieltag der zweiten Liga. Und der FC trifft auf die Truppe von Eintracht Braunschweig. Und wie ihr seht, wir sitzen hier relativ relaxed, einfach im Garten und versuchen diese PK als Quick and Dirty Nummer jetzt aufzuzeichnen. Es liegt einfach daran, dass ich gestern Abend erst aus Norwegen zurückgekommen bin. Und heute ist aber schon Spieltag. Und das heißt, dass wir uns gleich auf den Weg machen in Richtung Bütchen. Und bis dahin muss die PK aber noch fertig werden. Ja, das muss alles ganz flott gehen und deswegen kommen wir auch sofort zum Motto. Was mag da wohl draufstehen auf den Shirts? Selbstverständlich das, was wir erwarten von dem Spiel. Und das ist nichts anderes als Kölle jubelt, Braun schweigt. So, zack, ich weiter. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Braunschweig. Prösterchen, Leute. Schmeckt bei Tag und Nacht. Ne? So, liebe Leute und liebe Braunschweiger, auch nicht, dass ihr uns missversteht. Wir glauben jetzt nicht, dass Braunschweig tatsächlich braun ist. Im Gegenteil, wir wissen, dass Braunschweig eine Bastion der demokratischen Mitte ist und das finden wir sehr, sehr sympathisch. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass Kölle jubelt und der Gästeblock schweigt. Was wir übrigens auch sehr sympathisch finden, also ich insbesondere, das ist die Erinnerung an das 8:0 gegen Eintracht Braunschweig im Jahr 1979. Der höchste Bundesligasieg, den ich jemals im Müngersdorfer Stadion mitgekriegt habe, live vor Ort. Und ich erinnere mich, dass Dieter Müller damals 4 Nüsse gemacht hat. Und wäre natürlich super, wenn das heute wieder der Fall sein könnte. Ja, Dieter Müller wird Dieter das Müller kaum nicht. machen, ne? Nee, und noch eine andere nette Anekdote zum Thema Eintracht Braunschweig. Ich erinnere mich an viele Telefonate mit einem Spieler dieser Truppe, Yannis Nicolaou, die Nummer 4, ein Innenverteidiger, super sympathischer Typ. Es ging damals um einen Wohnungsverkauf, da haben wir uns kennengelernt, telefonisch und so nett unterhalten. Der hat beim FC in der Jugend gespielt, auch mehrere Mannschaften durchlaufen, ist auch FC-Fan, wie er mir damals erzählt hat. Das darf ich gar nicht sagen. Kannte sogar 2 Kölsch. Ja, Kannte uns, genau. Und der meldete sich dann irgendwann wieder und sagte, ich muss unbedingt vor dem nächsten Spiel noch mal mit dir sprechen, weil jedes Mal, wenn wir telefoniert oder hatten oder Kontakt hatten, dann haben wir nicht verloren. Und daran sieht man mal wieder, wie abergläubisch Fußballer tatsächlich sind. Ja, nicht nur Fußballer, ich auch. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass er nicht angerufen hat vor diesem Spiel. Das bedeutet mindestens mal, dass Braunschweig nicht gewinnt. Ja, ne? Und absolut. Eigentlich, ehrlicherweise, hoffen wir natürlich darauf, dass sich das fortsetzt, was wir jetzt gesehen haben, nämlich 6 Tore aus 3 Spielen zuletzt gewonnen. Und wir werden heute unseren Zweitliga die Zündschnur wird heute gezündet. Ja, und wer die Tore schießt, ist tatsächlich völlig egal. Jetzt hat bisher zum Beispiel Linden Meiner hat 2-mal getroffen. Wer auf den gewettet hätte, der hätte natürlich den Vogel abgeschossen. Ja. Aber man sieht daran, wie schnell es gehen kann, auch für unsere Extremwetter. Also Felix und Basti, Damien Downs und Tigges, auf die habt ihr gesetzt. Bisher hat es noch nicht geklappt, aber das kann sich gegen Braunschweig ganz schnell ändern. Also stell dir mal vor, der Damien macht 2 Nüsse, dann hast du sofort 20% deiner Wette schon mal im Sack, lieber Felix. Und natürlich drücken wir dir auch die Daumen, auch wenn wir die Wette am Ende verlieren. Wir wollen, dass der Damien die Tore macht. Ja, absolut. Und ich glaube, der hat sich auch gefreut über das Vertrauen, das du in ihn hattest. Und auch dafür sind unsere Extremwettergeschichten dann eben gut. Ich glaube, wir können ein paar wirklich spannende Geschichten schreiben im Verlaufe der Saison. Und das ist ja auch schon spannend, wenn man jetzt sieht, dass ihr noch auf 0 seid. Das können wir uns zurücklehnen. Im Übrigen, ne, wenn wir auf die Jugend gucken, was ist das für ein Glück, was wir da haben? Ne? Also die sind nun wirklich an allen schwierigen, also an allen gefährlichen Situationen beteiligt gewesen bislang. Ich bin da sehr happy darüber, wie das läuft mit denen. Ne? Und ein bisschen nachlegen darf dann durchaus das etablierte Volk. Ja, absolut. Deswegen habe ich auch überhaupt nicht verstanden, dass die bisherige Ergebniskrise, die ja von einigen schon heraufbeschworen wurde oder sogar ein Fehlstart, dass das dann zumindest mal damit begründet wurde, dass man ja jetzt auf die jungen Spieler setzt. Das ist ja völliger Humbug, ja, wirklich. Ganz im Gegenteil. Also das, was zu erwarten ist, ist, dass die Etablierten jetzt richtig in die Bütt gehen und die Jungen mitreißen. Und das, was die Jungen bisher zeigen, das ist wirklich allererste Sahne. Ja.
Und das ist völlig der richtige Weg. Aber bitte, liebe Verantwortliche des 1. FC Köln, hört doch sofort damit auf, dass ihr mögliche schlechte Entwicklungen damit begründet, dass wir jetzt auf junge Spieler setzen. Totaler Quatsch. Ich habe auch gar keine schlechte Entwicklung gesehen. Nee, genau. Wenn wir das kurz noch ansprechen wollen, nämlich dieses Pokalspiel. Am Ende bist du durch. So, und das gelingt ja, weiß Gott, nicht jedem, nicht in der ersten, in der zweiten Runde. Wie oft haben wir das gesehen, dass große Mannschaften scheitern an kleineren Mannschaften. So, also da bin ich bin total froh gewesen. Wir haben das super gespielt, das Spiel. Und wenn es dann ergebnistechnisch mal so, glaube ich, soll ich sagen, ein bisschen prekär wurde, dann hatte das aber nichts damit zu tun, dass wir nicht so richtig gut gespielt haben. Also klar ist die Konzentration am Ende nicht da. Aber das ist ja eine Entwicklung und wir werden in Braunschweig, gegen Braunschweig, Entschuldigung, jetzt sehen, wie sich das wunderbar fortsetzt, das Gute an der Sache. Oder? Ja, das Gute an der Sache ist die Aktualität und damit ihr auch den Beleg habt, gestern haben wir alle Bayer Leverkusen erlebt in Gladbach. Für die Gladbacher ist es mit einem Fehlstart losgegangen, 3:2. Und vielleicht noch ein letztes Wort zu unseren Shirts. Denn wir haben das klargestellt in Richtung Braunschweig. Mit denen hat das natürlich gar nichts zu tun. Aber für zukünftige Events in Köln, AfD-Proteste jeglicher Art, werden wir das Ding aus der Kiste hochholen. Denn für solche Veranstaltungen passt es natürlich wie die Faust aufs Auge. Wie dafür gemacht. Ne? Aber jetzt fängt er schon wieder an über Gewalt zu den Faust aufs Auge, ne, du Hooligan. Ach ja, mein Gott. Hör mal. Leute, wir sehen uns am Bütchen, am Junker, wenn ihr wollt, und trinken einen Kölsch zusammen. Und zwar jetzt in ein paar Stündchen. Ne? Bis gleich, 20:30 Uhr ist Spielzeit. Prost!